Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Weidmanns Ole und Weidfraus Juhe, liebe Kinder. Da ist der Marius von der Jagdkapelle und ihr hört Radio Waldrand. Und ich hoffe, ihr habt in der Skiferien schöne Skipizzas gemacht und allen, die noch nicht in der Skiferien waren, wünsche ich eine gute Thermounterwäsche, damit ihr auf der Piste nicht friert. Und ich wünsche euch auch, dass ihr nie aus dem Skilift rausfallt. Es ist ja wieder Donnerstag und ich bin ganz allein in der Jägerhütte. Hallo, wir sind auch noch da. Ja, ich bin in der Jägerhütte mit dem Seichhörnli. Ja, hallo, Baby. Oh Mann, Seichhörnli, du mal normal, echt. Und mit dem Tofuchs. Ja, Cheerio zusammen. Der Dachs Adalbert macht seine Winterruhe immer noch neben dem Jägerofen. So herzig. Und mit ganz allein meine ich, denke ohne die Jagdkapelle. Weil die sind auf einer Schulreise. Jeden Donnerstag machen die zusammen eine Schulreise, weil man dann irgendwo Würstbrötchen kann. Ja, hallo, Würst, Stinkau, ja, auch und auch Gemüse, wenn man will. Heute sind sie nach St. Gallen neue Kleider kaufen, weil es ausverkauft ist. Yes. Und weil die Musikjäger keine Huscheli-Kleider, sondern etwas Stabiles brauchen, gehen sie im Pebos Übergewändli-Laden. Weil der Pebos Übergewändli-Laden in St. Gallen 150 Jahre Jubiläum hat und man dort darum 150 Tage lang ein Geschenk bekommt, wenn man etwas posten. Ja. Und nachher gehen sie eben Würstbrötchen im Stadtpark St. Gallen, haben sie gesagt. Darf man denn dort überhaupt Feuer machen? Nein, aber Tofuchs, du bist sowieso der einzige Fuchs, den ich kenne, der kein Fleisch isst. Ja. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen gräsen im Stadtpark, wenn du Hunger hast. Seichhörnli, echt. Ja. Hast du etwas gegen Gemüse, oder was? Nein, ich habe nichts gegen Gemüse. Aber du, wenn die Musikjäger sich neue Kleider kaufen, dann will ich auch ein neues Winterfell. Weil mein Fell ist recht verswitzt wegen diesen warmen Winterweiß. Und ich müffele darum auch langsam. Und ich will doch nicht baden in der ersten Vollmondnacht im Frühling. Weißt du, wie die anderen Tiere, wenn so Futti Blut im Waldeich von allen Tieren, das ist ja voll peinlich. Und sowieso, der Reissverschluss ist auch kaputt. Ja, weisst, ich mein, richtig echte Tier wächst ja das Winterfell. Nur wir haben einen Reissverschluss und können unser Fell wie eine Jacke abziehen, sagen. Also, Moment mal. Wollt ihr wirklich sagen, dass ihr nicht echt sind? Also, Marius, du bist wirklich ein Gänseblümchen von einem Musikjäger. Also, du glaubst auch alles. Hallo, echte Tiere können nicht reden. Ja, also mindestens nicht in der Menschensprache. Ja, aber ihr redet ja. Ja, aber das bist du, wo uns redet. Hallo. Ja. Nein, das stimmt doch gar nicht. Kennt doch der Kind nicht so einen Seichen, echt. Hey. Weißt du was? Ich beweise euch allen, dass ihr beide echt sind. Also, wenn ich ja euch reden würde, dann könnten wir ja nicht gleichzeitig etwas sagen, weil ich habe ja nicht 3 Mühler. Alright, jetzt wird's dann, glaubst du, ein bisschen peinlich für dich. Also gut, wir sagen alle zusammen gleichzeitig, Radio Waldrand ist Les. Wer es nicht glaubt, der ist ein Käse. Sind wir bereit? Ja. Ja. Gut, auf 3. 1, 2, 3. Radio Waldrand ist Les. Wer es nicht glaubt, der ist ein Käse. Krass, wir sind ja echt. Yeah, wir sind echt. Ja, Marius, wir wissen, denkst, dass wir echt sind. Ist doch nur ein Witz. Haha, ein Witz. Oh, nein. Also gut, komm, wir kommen zu der... Was? Kinderfrage. Der Samson aus Zürich ist 6 und will wissen, warum die Mami und der Papi arbeiten gehen müssen.
Eine sehr gute Frage, Samson, die du mir da geschickt hast. Lustigerweise hat Hanna aus Bern fast gleichzeitig eine Frage geschickt, die eigentlich fast gleich ist. Oder anders gesagt, wo ich glaube, es gerade auch in dieser Folge Radio Waldrand beantworten. Die Hanna hat gefragt, warum man Geld braucht, zum Sachen zu kaufen und nicht einfach alles überkommt, was man haben will. Also gut, ich versuche jetzt gerade mal 2 Fragen gleichzeitig beantworten. Also mach jetzt, du bist so ein Bluffsack. Ja, also, Seichhörnli, gerade zuerst mal eine Frage an dich. Was schaffst denn du eigentlich? Was? Ich? Ich saff doch nichts. Ich brauche ja auch kein Geld. Also Seichhörnli, natürlich schaffst du auch. Alle Tiere arbeiten den ganzen Tag. Wir machen nichts anderes als zu fressen suchen und ein paar arbeiten dann auch noch in ihren Nestern. Weisst, du musst von Baum zu Baum hüpfen, zum Buchennüssli und Tannenzäpfen pflücken, damit du knacken kannst. Ja, weißt, zum Körnli rausholen und dann zum Fressen. Und wenn du einen Haselstrauch findest, mit vielen Haselnüssen dran, dann tust du die Nüssli, die du nicht magst, essen, verstecken und am nächsten Tag gehst du wieder in das Versteck schauen und fressst weiter, wenn du Versteck findest. Weisst du, was ich meine? Gut. Und wenn das nicht schaffen ist, also wenn das nicht schaffen ist, dann weiss ich auch nicht. Tonfuchs. Ich finde meine Nüssli meistens, also sehr viel finde ich, und manchmal ist also ja gleich. Also. Und mein Kobbel flicken und ausbessern muss ich auch jeden Tag. Ich muss Moos sammeln, damit es im Winter nicht so kalt wird im Kobbel. Also Kobbelkind, so sagt man den Nester voll Seichhörnli, wo wir drin wohnen. Das stimmt aber, ich bin den ganzen Tag am Saffen, wenn ich nicht gerade am Seich oder wie jetzt Radio Waldrand machen bin. Ja, siehst du, Seichhörnli, du schaffst den ganzen Tag, wir wilden Tiere haben viel zu tun, oder? Ja, wir Füchse müssen stundenlang irgendwelche Mäuse anschleichen und jagen. Das ist sehr streng. Also ich ja nicht. Ich bin ja der Tofuchs und ich fresse ja kein Fleisch. Ja. Und im Frühling, da haben die Eltern viel zu tun. Die müssen den Jungen, den Kids, denen müssen sie schauen, die bewachen und auch schauen, dass die zu fressen haben und so. Ja, eben. Das schaffen ihr. Ihr schafft sehr viel, ihr wilden Tiere. Ja, aber wir verdienen ja kein Geld. Ja, aber Seichhörnli, du hast es ja vorher selber gesagt. Wir Wildtiere brauchen kein Money, Klütter, Geld, weisst du? Was willst du denn im Wald mit Geld kaufen? Das stimmt natürlich, Tofuchs. Also, wir machen alles selber. Ja, wir bauen unsere Nester selber. Wir müssen niemandem Geld geben, damit wir im Nest wohnen können. Ja, wir gehen unser Essen selber sammeln und jagen. Und wir müssen dafür nicht in den Laden gehen wie die Menschen. Und das Geld geben fürs Essen, weil das Essen jemand anders für sie pflückt und macht. Das Geld müssen sie für den oder die geben, der das für sie macht und dann in den Laden stellt, damit Menschen dann das kaufen können. Also, die geben das Geld also für die Arbeit von anderen aus, weil sie selber keine Zeit haben, glaubt, um Würste machen und Pizza und Popcorn und Zuckerfliegen oder was die Menschen alles so komisches essen. Wir essen im Fall auch gesundes Zeug, wie zum Beispiel Äpfel. Also, Kinder vor allem, die essen sehr, sehr gern so Gemüse und Salat und Früchte mit vielen Vitaminen drin. Haben Kinder sehr, sehr gern, gell, Kind? Er essen sehr gern so Gemüse und Früchte und so Zeug. Also Samson und Hanna, eigentlich haben der Tofuchs und Seichhörnli schon die Antwort gegeben auf eure Frage. Ja. Also, weißt du, warum die Mami und der Papi arbeiten müssen und warum man Geld muss geben, wenn man etwas kaufen will. Also mich braucht es ja da eigentlich gar nicht bei Radio Waldrand, merke ich. Endlich merkst du es mal, Mario. Also vor vielen 100 Jahren haben die Menschen nämlich das Gleiche gemacht wie ihr Tier. Was? Ja, die sind auch jagen, damit sie etwas zu essen haben und damit sie Fell von den Tieren haben, das warm haben. Oder sie haben auf Feldern Gemüse und Korn angepflanzt, um es dann nachher zu essen. Ja. Sie haben geschaut, dass die Familie geschützt ist und haben ihre Häuser alle irgendwie selber gebaut. Krass. Krass. Also, Weird. Kind, das zulässt,
Deine Mami und dein Papi geht ja nicht für euer Essen jagen Hoffentlich oder nicht. Sachen auf dem Feld pflücken zum Essen. Ausser die Bauern machen das, aber die verkaufen es ja nachher auch wieder weiter. Die brauchen vielleicht einen Teil zum selber essen und einen Teil verkaufen sie. Deine Mami und dein Papi muss eben darum arbeiten, damit sie für ihre Arbeit, die sie für jemanden machen, Geld bekommen. Ach so. Und mit dem Geld könnt ihr dann im Laden etwas zu essen kaufen und mit dem Geld müsst ihr dann auch die Wohnung, wo ihr drin wohnt, dem oder der zahlen, wo es ja das Haus dann gehört. Sehr Ui, kompliziert. nein. Ja, Also sehr Miete kompliziert. zahlen, sagt man dem. Ach so. Also das meiste Geld braucht man, glaube ich, für 2 Sachen. Wohnen und Essen. Eigentlich wie bei den Waldtieren. Nur bauen die ihre Häuser selber und gehen alles ihres Essen selber jagen oder sammeln. Self-made ganz animals. kurz. Was hast du vorher mal gesagt? Uns wilde Tiere essen und unser Fell anlegen. Ja, Hallo? Eichhörnli, ich glaube es nicht, dass man früher noch Eichhörnli gegessen hat. Ihr sind viel zu zäh. Auf alle Fälle tut man mit dem Geld auch wie täuscheln. Also, man gibt am Bäck Geld und kommt dafür ein Gipfel über. Und damit man Geld hat, geht man für jemanden arbeiten und der gibt einem dann Geld für die Arbeit, die man macht. Und mit dem Geld kann man dann wieder Gipfel kaufen. Also, alle Mamis und Papis auf der Welt gehen, wenn es geht, arbeiten. Auch alle Tiermamis und Tierpapis übrigens. Etwas machen, etwas erschaffen, das gehört zum Leben. Wir würden irgendwie traurig werden, wenn wir nichts mehr machen könnten. Ja? Etwas muss man machen, Samson. Es gibt also nur sehr wenig Menschen, die es lange würde, dass sie den ganzen Tag im Bett liegen und nichts arbeiten oder machen. Also, den meisten lange das nicht. Die wollen etwas erschaffen, wie gesagt. Aber am schönsten ist es, wenn man das schafft, was man sehr gern macht und gut kann. Und dann macht man einfach das, was man gern macht. Und weil man es halt gern macht, kann man es dann auch gut und kommt noch Geld über dafür. Ja, und was ist jetzt mit der Hanna, die gefragt hat, warum er Geld braucht und Sachen nicht einfach überkommt? Ja, eben weil alles viel komplizierter geworden ist wie früher, vor vielen 100 Jahren. Ganz früher hat man nicht mehr viel mehr Zeit als Mami und Papi, als zum Schauen, dass man das hat, was man zum Leben braucht. Also etwas zu essen, ein Dach über dem Kopf und etwas zum Anlegen, damit man warm hat. Und das hat man selber gejagt oder auf dem Feld angepflanzt und dann wieder geerntet oder selber gebaut, eben ein Haus oder so. Da hast wie ihr Tier im Wald kein Geld braucht oder nur für ganz spezielle Sachen vielleicht. Ach so. Ja. Und wenn man etwas gebraucht hat, was man selber nicht hat, dann hat man eben mit den Leuten getäuscht. Ein Fell gegen einen Sack voll Korn, zum Brot machen zum Beispiel. Und weisst, Hanna, wenn der Bäck dir ein Schokogipfeli oder was du einmal essst, gratis gibt und allen anderen sein Brot immer gratis gibt, dann hat er ja gar kein Geld mehr zum Skifahren gehen. Weil man dort wieder Geld muss ausgeben muss, um ein Skibillett zu bekommen. Ja. Und wenn der vom Skilift, also wo die Skibillett verkauft, immer alle gratis Skifahren lassen, dann hat der vom Skilift ja gar kein Geld, um sich ein Brot beim Bäck zu kaufen. Also, eben, wie gesagt, man tauscht heute eigentlich immer noch. Man tauscht Geld gegen Skibillett oder Geld gegen Brot. Und wenn der Bäck findet, er hätte für heute genug Brot verkauft und hätte genug Geld in der Kasse und darum findet, er könne jetzt ein Schokogipfel dir schenken, dann kann er das ja machen. Achtung, Marius! Was? Jetzt wird's wieder... Extrem kompliziert Ja, und genau. langweilig. Aber glaubt mir's, das mit dem Geld ist eigentlich noch viel komplizierter und viel langweiliger. Ich habe nur dir zu lieb, Eichhörnli, ganz einfach und kurz darüber geredet. Wir können zum Beispiel noch sagen, dass es Leute gibt, die aus irgendeinem Grund kein Geld verdienen können. Und dann gibt es Leute, die auch Freude haben, um viel Geld zu haben und darum alles machen, damit sie viel Geld haben. Viel mehr, als man eigentlich brauchen. Ja, ich habe auch ganz viel Haselnüsse versteckt im Wald. Die kann ich gar nie selber alle essen. So viel habe ich. Ja, eben. Die könnt schon mal einem Eichhörnli schenken, das nicht so viele Nüsse versteckt hat. Einem Eichhörnli, das es nicht so gut geht. Sicher nicht, das sind meine
Tschüss. Das ist jetzt eben genau das Eichhörnli. Das ist das Komische dran, dass man auf einmal Freude daran bekommt, dass man so viel hat und dann nicht mehr merkt, dass man die Nüssli eigentlich im ganzen Leben nicht selber essen kann. Aber man gibt dann gleich keins ab, einfach weil man gern so viel Nüssli hat. Also wenn ich so ein Fegifuchs wäre, wie du einer bist, dann würde ich auch so reden, weisst? Du kannst einfach wie so eine Kuh auf die Waldwiese grasen und dann bildet hinlaufen ein paar Beeren pflücken oder so. Ja, go vegan, wie man zu Zürich unten bei uns sagt, das Eichhörnli. Wird doch auch ein Grasfresserin. So wie kommt's noch? Pfui Teufel, Gras. Gras ist so langweilig im Maul. Ich hätte es lieber, wenn es ein bisschen knackt, wie man beim Essen ist, weiss. Aber ich habe mir überlegt, ich senke ihm das beste Paar von meinen Nüssli, weiss. Der ist langsam alt und kann nicht mehr so gut Tannenzäpfe hacken, was zum Zäumli rausholen. Ich soll ein Nüssli sogar. Braves Eichhörnli, das ist lieb. Ja, aber ein Nüssli knacke ich auf und dann fülle ich es mit Mausgeckel. Und dann mache ich es wieder zu. Und dann hat er eine Überraschungsnuss. Weißt du, den verdrückt er zuerst und dann muss er sicher lachen. Ja, so das Eichhörnli, wirklich, also wirklich. Ja, gell, Marius, dein Beruf ist so Geschichten und Lieder zu machen für Kinder. Jetzt kannst du ja gerade mal Werbung machen für dein Hörspiel Feldtauschgenuss, das man als CD kaufen kann. Dann hast du wieder Geld, wenn alle deine CD kaufen, damit endlich mal zum Coiffeur kannst. Mit dieser Frisur kannst du also nicht mehr auf die Stage, weisst du? Stimmt, sieht mega grusig aus, Marius Frisur. Also, ja, unsere Kinder können das Hörspiel auch auf Spotify hören. Dann hat der Marius euch das geschenkt, gratis, weil dann verdient er kein Geld, wie alle anderen Musiker und Musikerinnen auch, außer Taylor Swift und Billie Eilish und Justin Bieber und Madonna, wie die alle heissen. Aber dann könntet ihr wenigstens Danke sagen, finde ich. Nein, ist schon gut. Das Eichhörnli, da können doch die Kinder auch nichts dafür, dass wir Musiker und Musikerinnen kein Geld mehr verdienen wegen Spotify. Sorry, man sagt Spotify, nicht Spotify, Marius. Also Wurst, Fuchs, wirklich. Komm, wir gehen am Specht noch die fahrige Nüssli vom Samichlaus bringen. Okay. Aber vorher sagen wir den Kindern noch Tschüss, ist gut? Also gut, okay. Also 1, 2, 3. Ciao! Und wenn ihr eine Frage habt, die ich beantworten soll, dann schickt mir die Frage auf info@jagdkapelle.ch. Steht alles unten dran beim Podcast. Es heisst Podcast, nicht Podcast. Mann! Torfuchs, bist doch nicht so streng mit dem Marius. Der Podcast ist euch präsentiert worden von Anda Kids. Kindertheater und Bücher zum Eintauchen in eine andere Welt. Anda Kids Produktionen gehen direkt in Kinderherzen. Dort, wo es so richtig viel Platz hat für schöne Abenteuer. Anda präsentiert Feldtauschgenuss live. Ein musikalisches Abenteuer mit viel Musik als Geschichte erzählt und Gitarre von Marius und Wiesel von der Jagdkapelle. Ja, mit mir, ein Seichhörnli, mit dem Torfuchs und dem Dachs Adalbert und vielen mehr. Infos und Billett findest du unter www.feldtauschgenuss.ch. Also Abenteuer, immer Abenteuer. Kann man den nicht einmal morgen billig machen? Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.